Dass wir uns richtig verstehen. Ich filme und ich fotografiere wahnsinnig gerne mit dem iPhone. Viele haben das Gefühl, ich hasse das, weil ich Fotograf bin. Nein, absolut nicht. Ich filme und fotografiere gerne mit dem iPhone. Die Qualität ist wahnsinnig gut und sie ist unterdessen einfach besser als viel günstige Kameras, die man sich kaufen kann. Mikrofon, wahnsinnig geil. Wenn ich schaue, was ich vor 10, 12 Jahren, als ich noch Sensation bin, habe für Videoaufnahmen gemacht, die ich heute teilweise noch habe, es übertönt alles. Es ist einfach nur ein Lichtflecken, die so rumflackern. Heute, das ist aber Wahnsinn, was das Mikrofon rauspegelt und alles, das ist ja genial. Aber du bist blockiert an deinem Smartphone, du recherchierst dort, du chattest, du telefonierst immer, aber theoretisch würdest du schon telefonieren. Hey, so eine Kamera separat zu haben, auch wenn sie gleich gut ist wie das iPhone, sie kostet nicht so viel wie das iPhone. Wenn sie runterfällt, ist es nicht dein Telefon, das weg ist. Wenn du in der Ferien bist und sie dir irgendwo vor einer Klippe fällt, ist nicht dein Telefon, das weg ist, wo dein Pass und dein Ticket drauf ist. Und darum finde ich so Kameras geil. Aber wir haben einfach, was die Qualität anbelangt, schon tatsächlich langsam ein bisschen ein Problem. Also ich sage mal die Hersteller. Weil eben gerade auf der Zoom-Kamera ist nicht so ein guter Sensor wie jetzt auf dieser Hauptkamera, die ich jetzt gerade filme. Und ja, sonst wird das ganze Ding einfach nochmal teurer. Ich würde, weil ich es auch professionell brauche, ein bisschen mehr ausgeben, dass ich auf der Telekamera auch einen 8-Zoll-Sensor habe. Das habe ich hier nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber ja, es ist trotzdem immer noch ein geiles Gerät.